Herzlich willkommen beim Burgenlexikon von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. G wie Gerüst oder Gerüstlöcher. Wie baute man im Mittelalter die Mauern in die Höhe? Beim Bau einer Mauer wurde das Gerüst, auf dem die Bauleute arbeiteten, schrittweise mit der Mauer erhöht. Zunächst mauerte man bis zur Greifhöhe, der Höhe, auf der bequem gearbeitet werden konnte. Anschließend wurden die Gerüststangen direkt in oder durch die Mauer geführt, wodurch das Gerüst in die Mauer integriert wurde. Diese Stangen blieben während des Baus in der Struktur verankert. Nachdem die Mauer fertiggestellt war, sägte man die überstehenden Holzstangen bündig ab. Nachdem die Mauer fertiggestellt war und die überstehenden Holzstangen abgesägt worden waren, wurden die Bereiche der abgesägten Stangen entweder verputzt oder vermörtelt. Durch diesen Arbeitsschritt verschwanden die sogenannten Rüsthölzer vollständig aus dem sichtbaren Mauerwerk. Wenn die Mauern von mittelalterlichen Burgen, Häusern oder Stadtmauern im Laufe der Zeit verfallen und der Putz abblättert, werden oft die Hölzer des einstigen Gerüsts sichtbar. Für die Bauforschung stellt dies einen wertvollen Fund dar, da das freigelegte Holz dendrochronologisch untersucht werden kann. Durch diese Methode lässt sich das Alter des Holzes präzise bestimmen, was Rückschlüsse auf das Baujahr der Mauer ermöglicht und somit wichtige Informationen zur Baugeschichte liefert. Besucht man heute eine Burgruine, die über längere Zeit dem Verfall ausgesetzt war, so sind die Hölzer der einstigen Gerüststangen oft nicht mehr vorhanden. Zurück bleiben die offenen Stellen im Mauerwerk, an denen die Gerüststangen ursprünglich verankert waren. Diese leeren Öffnungen erklären die zahlreichen Löcher, die in den Mauern vieler Burgruinen zu sehen sind und geben zugleich Hinweise auf die historischen Bauprozesse. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel alias Burgenmeister.